Auto hauen, weil ich wollte mit der Froni auf Kempten zum Shoppen fahren. So, was wird denn da schon mehr? Was heißt das so? Ich hab dich gefragt, ob ich mal das Auto hauen kann. Was mit Hau? Herrschaft George, kannst du jetzt einmal los, was ich sag, ha? Los doch alles. Und was hab ich noch gefragt? Ja, mei, ob du halt, was weiß ich, du fragst ja 100 Sachen am Tag. Wenn ich da alles los hätte, ich ja gar nicht fertig werden. Ich hab dich gefragt, ob du mal das Auto brauchst oder ob ich's hauen kann, weil ich mit der Froni auf Kempten fahren will zum Shoppen. Was wenn jetzt Kempten? Was für Shoppen überhaupt? Shoppen? Ich shoppe, du Depp. Ein Häskaufer halt. Ein Häskaufer? Du? Also du hast doch Häs nur im Kasten. Und unsere Froni hat ja noch mehr Graffel. Aber bei der ist es gut. Die verdient ja schon selbst. Ach so. Und du vergonnst mir wohl nichts Neues, ha? Es hat nichts mit vergonnen zum tun, es hat mit brauchen was zum tun. Ach so. Und du meinst, ich brauch nichts Neues? Du hast so viel Häs, du bringst Kastentierli gar noch mal zu. Ja, weil es kaputt ist. Und du, mein netter Herr, das seit einem halben Jahr jetzt richtig bringst. Das ist auch bloß kaputt, weil so viel Häs drin ist. Mein Kastentierli hebt schon seit 30 Jahren. Ach na, jetzt soll ich schuld sein, dass das Kastendele hier ist. Wer ist denn noch im Schafkopfer beim Adler wird besoffen dagegen gerumpelt? Du oder ich? So ein bisschen Rompler soll der Kastentierli schon aushalten. So, ein besoffener Rompler von dir soll's ausheben. Aber das bisschen Häs von mir nicht. Das bisschen Häs, so viel Häs wie du, hat immer mal ein Bürgermeister sein Weib und ein Zahnarzt dir sein. Weil ja gerade du weißt, was ein Bürgermeister und ein Zahnarzt seine Weiber für ein Häs haben. Also ein Bürgermeister, die kenn ich. Und die hat auf alle Fälle mehr wie ich. Die hat ja auch mehr Geld wie mir. Im Gegensatz zu uns, mit unserem Hummel nix im Milchgeld. Also ich diskutiere jetzt da noch mal länger rum. Schließlich schaff ich auch. Und da kann ich mir auch mal etwas Neues kaufen. Und wenn ich das Geld rechne, das du allwoch beim Adlerwirt flackern lässt und dann auch noch besoffen heimkommst, dann kann ich mal schon ein Käble auf den Putz hauen. Ein Käble? Na, weißt aber schon, dass du viel Geld ausgeben darfst. Weil die sind zurzeit nämlich gar nichts wert. So, die sind nichts wert. Du hast doch die Woche das Kälble von der hinteren Kur Schräglis Anton verkauft. Du sagst doch alles, wie gut der zahlt. Weil der auch kein Weib hat, wo das ganze Geld auf den Putz haut und einfach in die Stadt fährt. Jetzt reicht's mir aber. Jetzt übertreibst du jetzt so. Wissest du, dass ich einigermaßen ausschaue oder dass ich rumlaufe wie ein Vogelscheich? Ein Vogelscheich? Da reißt ein neues Kleid auch nichts mehr raus. Dauervogel ist auch jetzt schöner. Unverschämt, Matzbild, du unverschämt. Weißt du was? Ich ziehe jetzt zu Schräglis Anton. Der freut sich, wenn er so fleißige und brave kriegt wie mich. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir es so wie in Arabien, wo die Weiber mit den Kamel verrechnet werden. Now bin ich einmal gespannt, wie viel Kier du dem Anton wert bist. Und ich tue mir Weib her, weil so aufhosig ist wie du.